Na, Freunde, wie sieht's aus? Seid ihr da ready, um in dieser Folge ein paar Dinge abzuschließen, die noch offen sind? Na dann, willkommen zurück bei Zelda Skyward Sword HD. Holen wir uns noch die letzte Quest ab, die eigentlich noch offen ist und damit uns auch die letzten 5 Juwelen der Güter einbringen sollen. Aber erst mal ganz kurz mit ihm noch quatschen. Weil, ja, Heldenlied und so, vielleicht interessiert es ihn ja auch. Ich bin tief beeindruckt. Ja, die Prüfung. Also in Wolkenhopping kann ich ja sonst mal kurz zeigen, wo überhaupt die Prüfung des Helden oder die Prüfung des Heldenlieds überhaupt stattfindet. Die Prüfung für das Triforce, und da geht's ja. So, genau, weil er hat jetzt eine Quest für uns. Da bist du, Michael. Kannst mit Narisha sprechen. Das ist ja großartig. Du besitzt etwas, das dich von uns unterscheidet, nicht wahr? Meine Ohren stehen nicht so ab, ja. Und ich habe Ohrringe. Du und ein roter Wolkenvogel, ich werde bestimmt jedes Abenteuer erfolgreich überstehen. Ja, vor dir liegt noch ein sehr steiniger Weg. Bleibe stark. Übrigens, ich hätte eine Bitte an dich. Willst du mir zuhören? Du weißt bestimmt bereits, aber ich gelte hier in Wolkenort als so etwas wie ein Experte für Pflanzen. Und im Grunde habe ich mir diesen Titel selbst verliehen. Bin auch der Einzige hier. Es ist nur so, ich habe bereits alle Pflanzen, die hier in Wolkenort vorkommen, gesammelt. Damit ich auf der Suche nach einer neuen Pflanze, die ich erforschen kann. Was sagst du dazu? Willst du mir helfen? Klar. Oh, ich war mal sicher, dass du mir helfen würdest, Michael. Könntest du für mich dann eine neue Pflanzenart suchen und sie zu mir bringen, wenn du sie gefunden hast? Ist nicht sowas wie uns irgendwie beeilen müssen wegen dem Triforce und so, von den Verbannten? Nee, gar kein Problem. Pflanzen suchen kannst? Jo, gerne. Ich frage mich zwar, was denn überhaupt rechts wäre bei der Aurasuche. Weil die 4 sind klar, da geht es ja jetzt um die Sidequests quasi, die immer bestehen bleiben, die ändern sich ja nicht mehr. Da ist halt Main Quest oder Hauptquest quasi, aber warum jetzt das hier ist, warum nicht hier? Und was wäre passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt die Quest hier, die letzte Quest, wo es um die Kristallkugel ging, wenn die jetzt noch drin gewesen wäre, wäre es jetzt rausgeflogen laut Fei. Aber warum wäre es nicht hier? Neue Pflanzenart suchen. Ja, und ihr glaubt nicht, wo wir dafür hin müssen. Ach stimmt, der hat es aber in der letzten Folge falsch gemacht. Ah, doof, doof. Ich hätte zuerst in Wolkenort gemusst und dann... Ja. In der letzten Folge waren wir nochmal beim Siegelhain und haben mit dem Gondor gequatscht. Ja, das war jetzt ein bisschen unglücklich von mir. Hätte man besser machen können. Nee, doof. Ich habe natürlich auch keinen Plan gemacht, wie ich genau alles machen will. Also im Kopf schon, aber halt nicht wirklich... Ich habe gedacht, ja, ich mache es so und optimalerweise wäre es so. Ich dachte, komm, kriegen wir schon hin. Ja, natürlich müssen wir jetzt zurück in den Wald von Faerûn. Wie könnte es auch anders sein? Aber erstmal... Das Portal der Prüfung ist natürlich hier. Wie könnte es anders sein? Ich meine, warum soll es irgendwo anders sein als hier im Wolkenhort? Und man sieht ja bereits, wo die herumgeistern. Genau, hier wäre es. So. Aber will ich jetzt nicht. Ich frage natürlich, wenn wir zurück in den Wald von Faerûn gehen, was soll denn dort, wo soll eine seltsame Pflanze sein? Haben wir überhaupt irgendwas mal gefunden in der Art? Ja. Sprechende Pflanzen, haben wir ein paar gefunden. Oder zumindest Wesen, die sprechen können und die so aussehen wie Pflanzen. Irgendwie. Irgendwie aber auch nicht. Und deswegen meinte er vorhin, ja, Timing falsch gewählt, weil ich hätte natürlich jetzt beides kombinieren können. Das Herz vom Geonen plus das war das Innere, Floria Wasserfall, Floria See, auf dem Baum und immer das war das Innere kam. Und zwar ist diese Quest ähnlich der, die wir damals hatten mit dem Mogma. Für die Kürbisinsel. Da sind so, ja, ein Mogma, der hat irgendwie keinen Bock mehr drauf und so. Ja, jetzt geht es nicht um einen Mogma, jetzt geht es um einen Kiu. Der irgendwie gerne weg will hier. Vielleicht auch nicht. Wir müssen auch erstmal dazu überreden. Servus!
Jetzt. Okay, wo ist er? Ganz hier in der Nähe. Sehr gut. Wird nicht mal an hier, wa? Ist hier Roy Boston so wieder hier oder wie sieht's aus? Ist er tot? Hallo? Kombu! Hey, lange nicht mehr gesehen. Du bist es wieder. Kombus kleine Schultern tun weh vom Verstecken. Welche Schultern? Armes Ding. Das wäre natürlich ein bisschen fies. Ja, das Leben ist schnell in Gefahr, macht Kombu müde. Du kannst es wohl nicht verstehen. Nee, ich bin ja Träger des Triforce des Mutes. Also, wird es bald sein, vermutlich. Alle freuen sich darüber, dass der Wald friedlich geworden ist, aber Kombu glaubt das irgendwie nicht. Muss Kombu sich sein Leben lang immer noch verstecken? Kannst du in einem Ort, in dem Kombu leben kann, ohne sich immer verstecken zu müssen? Jo! Das ist ja wundertoll. Nimm den Kombu mit sofort. Die Chance, dass sich hier bei meinen Pflanzen handelt, liegt nur bei 40%. Okay, wir müssen etwas anderes suchen. Ich halte es jedoch für möglich, dass Otto dieses Wesen als neue Pflanzenart anerkennt. Soll ein Roboter rufen, den sie in den Wolken abbringen lassen. Jetzt mal ganz ehrlich, Fei. Wenn du sagst, es sind nur 40%, warum hat dann deine Aurasuche genau dahin gezielt? Dann ist ja deine Aurasuche defekt. Fetterfei, er hat mich gerufen. Diesen Knilch soll ich also wegbringen. Hau ab, Mann. Du bist im Weg. Verstanden, ich war dann oben auf euch. Wieso fasse ich ihn eigentlich am Arsch an? Ich weiß es auch nicht. Oh Mann. So. Jetzt aber, Freunde. Jetzt waren wir zum letzten Mal hier im Walpenfall wohnen. Warum muss ich da hier? Da. Statue. Ja, ist glaube die am nächsten gelegen, ja. So, ein bisschen mehr Schwung holen, Link. Ja, reicht immer noch nicht ganz. Ach komm, weißt du was? Kommt doch sicher hier auch so raus. Nee. Ja, jetzt wird das Amiibo ganz praktisch. Einfach rauszufliegen. Aber es geht auch so, kann man einfach ein bisschen. So, jetzt aber. Boah, aber irgendwie scheint es doch friedlicher zu sein. War sind zwar nicht diese Krähen und so da, aber sonst sehe ich jetzt hier gar keine Monster mehr. Der Bernsteinhalmon ist aber auch weg. Obwohl sie noch viel weggespielt. Wolkenmeer, bitteschön. Jo. So, Moment. Bitte nicht durchdrehen. Ja, wenn es geht, bitte bei der Ritterschule abspringen. Da wäre ich jetzt nicht ungelegen. Jo. Klappt ihm noch gut. So, gut, steht immer da unten. Ah, der Cruzy. Meister Otus. Die Lieferung ist da. Ein seltsamer kleiner Q, bitte sehr. Komm mir wieder, wenn ihr meine Hilfe benötigt, verehrte Fei. Bist gar nicht da. Geht schon Feierabend. Was ist denn das? Das ist tatsächlich eine mir völlig unbekannte Pflanzenart. Was
Was ist das denn? Ist das wirklich eine Pflanze? Und doch ein Tier. Das war eine der größten Entdeckungen unserer Zeit. Oh, das ist großartig. Es gibt also tatsächlich noch viele Pflanzen dieser Welt, die ich noch nie gesehen habe. Oh, ich spüre förmlich, wie der Forscherdrang in mir wieder wächst. Ich danke dir von ganzem Herzen, Michael. Ich werde gut diese Pflanze ansehen und mich gut um sie kümmern. Und die letzten Juwelen der Güte. 80 Stück. Kombu? Schau, komm nicht so an, komm wird ganz rot. Ja, viel Spaß auch 2. Ihr macht das schon. Also dann lassen wir es Nacht werden, Freunde, und besuchen Morsego ein letztes Mal. Vielleicht sogar das letzte Mal Nacht werden lassen. Weil eben, es fehlen ja zwar, wie wir wissen, noch 4 Herzteile. Aber wir wissen jetzt, wo die sind, insofern. Dankeschön, wer auch immer die 5 Rubine immer wieder reinlegt. Ich wünsche, ich könnte wie Link einfach mich hinlegen und direkt einschlafen. Das klappt bei mir irgendwie nie. Außer dann, wenn ich es irgendwie gar nicht will. Oder wenn ich irgendwie, keine Ahnung. Vermutlich, wenn ich irgendwelche Schlafmittel reinziehen würde, dann vermutlich schon. Aha, stimmt, da war der Quatsch. Aber ich hätte eigentlich auch bei Cookie übernachten können. Na egal. Was ich eigentlich auch mal noch testen könnte, was ich noch nie gemacht habe, auch damals im Originalspiel nicht, wie da so ein Vierer über den Weg läuft und mich angreifen will. Also nicht so ein Viech, sondern ein anderes. Und das, obwohl ich die Schatzmedaille gar nicht mehr anhabe. Krass, war. Also, da. Okay, klappt auch nicht. Das müssen irgendwie die Dinger beruhigen oder so. Naja. Ich kill sie nicht, Freunde. Ihnen passiert gar nichts. Das sind für sie nur sanfte Streifeinheiten. Ich hoffe es zumindest, wäre sonst ein bisschen traurig. Aber mich können die Viecher killen, ne? So ist er nicht, also, egal. So, Morsego, wir kommen. Wir haben 80 Juwelen der Güte dabei. Jetzt müsstest du mega happy sein. Du hast wirklich viele Juwelen der Güte für mich gesammelt. Ich bin sehr glücklich. Nimm dieses Zeichen meiner Dankbarkeit. Einen goldenen Rubin bekommen. 300 Rubine wert. Ja, okay. Jetzt war ein bisschen mehr gewollt. Allein kann ich meine Dankbarkeit jedoch nicht in vollem Maße ausdrücken. Ich schenke dir noch etwas. Oh, danke. Wird schon langsam besser. Ich benötige nur noch eine ganz kleine Menge mehr Juwelen der Güte, um ein Mensch zu werden. Bitte lass mich jetzt nicht im Stich. Oh, und ich spüre immer noch die wärmende Kraft der Juwelen der Güte. 80 Stück. Hast du tatsächlich so viele Juwelen der Güte für mich gesammelt? Vielen Dank, Mann. Oh, ich danke dir so sehr. Nimm dir das letzte Geschenk für deine großartige Hilfe. Du hast die Luxus-Geldbörse erhalten. Diese enorme Geldbörse lässt selbst den reichsten Händler erblassen. Hier kannst du bis zu 9000 Rubine aufbewahren. Plus die 3 extra Geldbörsen gibt 9900 Rubine. Ist nichts Besonderes, aber ich hoffe, es wird dir auf deinem weiteren Weg nützlich sein. Und diese Menge Juwelen der Güte sollte aus, um ein Mensch zu werden. Ich bin so aufgeregt, Mann, ob es wirklich funktioniert. Er ist nicht nur ein Mensch geworden, er ist sogar Hylianer geworden. Er sieht aus, als wäre irgendwie, keine Ahnung, Ganondorfs verschrobener Onkel? Du musst nichts sagen, ich kann es in deinem Gesicht ablesen.
Ich habe mich so verändert, dass dir deine Worte fehlen, nicht wahr? Ja, mach das mal. Okay. Naja. Immerhin, wir haben ein paar Rubine noch bekommen. Es reicht zwar noch nicht ganz. Wir brauchen noch 50 Rubinen, damit wir halt... Ah, ist das doof, ist das doof. 50 Rubine mehr bräuchten wir. Dann können wir bei Terry das letzte Herzteil kaufen. Also letzte Herzteil. Das Herzteil kaufen wir ihm, so meine ich. Aber gut, spielt keine Rolle. Dann halt ein bisschen später. Hey, jo. Hä? Du bist plötzlich so lieb. Liegt's am Morseg oder was? Oh, ist das süß. Sind jetzt alle so lieb plötzlich? Tatsache, krass. Was echt jetzt an Morsego bloß lag? Wer weiß. Der Preis ist heiß. So, Freunde, wir haben ungefähr 16,5 Minuten. Jetzt ein paar zu beenden ist zu früh. Um nach Ranel zu gehen, um dort das eine Minispiel zu machen. Und nach die Quest mit Donnerdrachen ist es, dafür reicht es nicht mehr. Das Minispiel wird, glaube ich, auch nicht mehr reichen. Vermutlich brauche ich irgendwie 2-3 Versuche dafür. Was können wir machen? Eben theoretisch noch ein bisschen Geld farmen. Aber warum? Weil ich kriege eh noch genug Kohle. Zu Cruise gehen. Das wäre jetzt noch eine Option, wa? Komm, das mache ich so. Speichere mal. Ja, passt schon. So. Freunde. Cruise und sein Bogenschießen. Von der Zeit her. Ja, eben, wir haben noch ein bisschen. Ich glaube, bis bei 20, 22, 23 Minuten sind. Mache ich es jetzt mal noch onscreen. Und sollte ich es nicht schaffen, der Folge, mache ich es halt zu Beginn der nächsten Folge. Beziehungsweise ich versuche es dann halt offscreen. Und der Versuch, der funktioniert, den schneide ich dann in die nächste Folge rein. Dann können wir noch die anderen Dinge eben Ranel erledigen. Dann passt es doch. Sag mal, Cruise, kannst du bitte mal richtig werfen? Ja, danke, geht doch. Ich glaube, ich damals irgendwie so einen Plan, ich bin mir ganz so sicher. Ich glaube, es hatte damit zu tun, dass man irgendwie in der Mitte bleiben muss. Und direkt sobald er irgendwie runterfällt und einen höchsten Punkt erreicht hat, dann irgendwie runterschießen. Ja, schießen doch noch ins Erdland runter. Also ganz ehrlich, Cruise. Aber wenn wir es halt von Anfang an richtig machen würden, dann hätte man, glaube ich, den 900 bereits zusammen. Finstermond, okay. Jetzt hat natürlich meine Kohle gekrallt, wa?
ja, ist eine Übungssache, ein Gefühl dafür zu bekommen. Kannst du bitte mal konstant schmeißen, Bruce? Alter. Oh je, oh je. War das eigentlich wirklich 900 Punkte, die man erreichen muss? Oder sind es doch nur 600? Ich hoffe mal, dass es nur 600 sind, Alter. Boah. Das Problem ist halt, sobald man eine bestimmte Punktzahl erreicht hat, schmeißt er einfach irgendwo ins Nirvana. Genau so meine ich. Ah, Mann. Ich frage mich, ob das mit der... Steuerung... da sagen wir schon wieder nicht Nunchuck. Nicht Bewegungssteuerung, wenn wir es jetzt haben, sondern mit der Tastensteuerung, Knopfsteuerung. Ob es damit irgendwie einfacher wäre. Sag mal, Bruce. Ich hasse dich, Alter. Hat er mir am Schluss noch ein Ding versaut? Ich glaub's nicht. Was, sind doch nur 600 gewesen? Oh, Schwein gehabt. Pff, verpiss dich, ey. Ganz sicher nicht, Alter. Jo. Aber man sieht zwar, ne? Der hat, glaube ich, 2 Versuche nochmal gebraucht. Dann haben wir es geschafft. Oder 3? Jo. 3 waren's. Ich habe 60 Rubine ausgegeben. Sehe ich gerade. Wir haben noch 96 übrig. 750 bin ich gestartet. 60 für 3 Versuche. 120 passt. Jo. Nun gut. Leute. Es komplettiert sich alles mehr und mehr. Hier überall schon ein Haken drauf, bis auf den hier. Holen wir aber auch noch Luxusgeldbörse, Herzteil. 3 Stück fehlen noch. Und diese 3 Stücke sind ja wie gesagt eines bei Terry zum Kaufen. Für 1600 oder jetzt, wo er gesagt hat, zum halben Preis. Wären 800, fehlt aber trotzdem noch ein bisschen Kohle. Ist egal, wir wollen eh erstmal die anderen beiden Dinge noch holen, Herzteile. Und die finden wir in der Wüste Ranell. Und das machen wir in der nächsten Folge. Also zumindest mal das eine. Das andere auch schon hinkriegen in der nächsten Folge. Schwierig. Aber ja, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD. Es läuft aufs Ende hin. Und es läuft momentan ziemlich gut. Bis dahin. Bye bye.